Was war das für eine tolle Session für unsere Stänefleher-Pens? Nach der Weihnachtspause haben wir Anfang Januar noch kurz unsere Sessionstänze geprobt und auf Vordermann gebracht, denn es standen direkt die ersten Auftritte an. Wir haben in dieser Session einen neuen Tanz und 3 Tänze, die schon länger im Programm sind, und eine Zugabe. Und alles war dabei. Für die Stänefleher-Pens ging es über die kleinen Bühnen von Auftritten in Altenheimen, über große Bühnen bis hin zu ganz großen Bühnen in der Köln Arena. Jeder Auftritt war auf seine Weise ganz besonders. Und besonders war auch unser Kommandant Moritz, der seine Ansagen frei und im besten Kölsch machte. Stänefleher ist immer etwas, weil deine Lippen sind ganze, sondern auch richtig Kölsch zu sprechen. Und nicht nur das, weil er noch ganz viel über das Kölsche Brauchtum, die Geschichte von der Stadt und warum er Karneval feiern. Und mal wissen, was ein Kölsches Lied ist. Das ist nämlich unsere nächste Tanz. Stänefleher, stellt euch uns zu unserem Dänzjahr ein Kölsches Lied. Und dann gab es auch die ganz besonderen Auftritte, die allen im Gedächtnis bleiben. Zum Beispiel die von den Kölschen Kipperköp organisierte Karnevalssitzung im Elternheim der Synagogengemeinde Köln. Karneval und Tanzen verbindet Religionen und es geht darum, Menschen eine Freude zu machen. Überhaupt sind die Auftritte in Altenheimen immer toll, weil die Pens direkt die Freude bei den Senioren sehen. Na, und ein Auftritt in der Köln Arena, den muss man nicht beschreiben. Das ist ein einmaliges Erlebnis. 2, 3, Also, wenn wir die Pens nimmi han, feiern wir hier in 20 Jahren nimmi, sag ich euch. Ein Auftritt bei der eigenen Gesellschaft, der Kölschen Narrengilde, ist ein Heimspiel und nicht nur die Eltern und die Mitglieder der Narrengilde sind restlos begeistert. Und immer wieder haben wir das wundervolle Dreigestirn getroffen, egal ob bei unseren Auftritten in den Seniorenheimen oder auf den ganz großen Bühnen. Sie haben den Karneval gelebt. Liebe Stänefleher, hier spricht euer Prinz René der Erste und ich wünsche euch noch eine ganz tolle Session. Session, tolle Tage und wunderbares Wetter für den Rosenmontag. Friedliche Gesichter und unendlich viel Kamelle. Weiberfastnacht waren die Pens und die Großen zusammen im Bus unterwegs und haben jeweils alleine oder auch zusammen Auftritte absolviert. Und dann war auch schon Rosenmontag, ein Tag, der nicht nur vom Wetter her nicht schöner hätte sein können. Dabei ist es Violette in der Stimme. Die Kölsche Narrengilde trägt ja Violett. Nachwuchs sind Sie bei uns! Ich freue uns und begrüße Sie in Köln! Narrengilde! Kajuja! Schön, dass Sie hier seid. Danke! Sehr schön war und das hat uns sehr. Traditionell beenden wir die Session mit unserer Nubbelverbrennung. Eltern basteln den Nubbeln und kümmern sich um Essen. Die Narrengilde sorgt dafür, dass wir nicht verdursten. Und die Kölner Husaren, die auch zur Familie der Narrengilde gehören, spielen den Trauermarsch auf. Quentin erzählt als Pastor, was so alles in Köln und der Welt schiefgelaufen ist. Und natürlich ist der Nubbel schuld. Schön ist, dass unsere Nubbelverbrennung so früh ist, dass unsere jüngeren Pens daran teilnehmen können und diesen Brauch auch miterleben. Wer ist das die Wesele, Freunde? Der Nubbel schon wieder. Freunde, wer war das die Wese? Der Nubbel! Der Nubbel ist es die Wese. Das sind wir Kölschen Stänefleher. Wir lieben und leben Tanzen und Brauchtum.